Hallo, in diesem Lernvideo werden wir diese Fenstergriffe zeichnen mit Aufsatzbasis ausgetragen Befehl. Deswegen erstmal eine neue Datei, Ebene oben, und zeichne ich eine Mittelpunktrechteck. Und hier gebe ich mein Maß 144 mal 40. Hier trimme ich mal. Und auch Szenenradius. Okay. Und mit linear ausgetragenem Aufsatz 10 mm Materialdecke. Und hier gehen wir auf ein bisschen Farbe. Okay, unterste Teil ist fertig. Jetzt auf diesen Fläche möchte ich skizzieren. Eckenrechteck. So. Intelligente Bemaßung. Hier haben wir 20. Hier haben wir 7. Von da bis dahin haben wir 20. Und von da nicht. Machen wir 10. Und bestätigt das. Jetzt für oben den Griff brauche ich eine Ebene, und zwar Ebene vorne. Das ist genau in der Mitte, das möchte ich nicht. Ziehe ich mal ein bisschen vorne mit Kontrolltaste, also linke Maustaste bei der Punkt, wenn diese zweiseitige Pfeile kommt, linke Maustaste klicken, halten und mit Kontrolltaste einfach ziehen. Dann haben wir entsprechende Ebene, wo wir wollen, und wir können auch hier den Abstand auch ändern. Haben wir jetzt 9 oder 10. Okay, bestätigt das. Und jetzt auf der Ebene öffne ich eine Skizze und gucke ich normal. Und zeichne ich jetzt so grob das ziehe ich ein bisschen runter, ja. Okay, und jetzt gebe ich hier Radius 20er Radius, könnte nicht, klar. So, jetzt könnte 20 nehmen, ja. Und hier bemaße ich mit 100. Von da bis dahin bemaße ich mit 28. Bestätigt das. Diese Ebene kann ich erstmal bestätigen. Ja, diese Ebene kann ich ausblenden. Und jetzt komme ich Aufsatzbasis ausgetragen. Das ist mein Profil und das ist mein Bahn. Und bestätigt das. Jetzt auf diesem Fläche nochmal Skizze und Punkt. Dann wähle ich hier 4 Punkte für die Schraube. Bestätigt das. Und natürlich bemaßen nicht vergessen. Hier haben wir 20. Von da bis dahin 10 mm. Also automatisch da auch 10 mm. Da braucht man nicht wieder bemaßen. Hier ist 20 mm. Von da nicht. Von da auch 10 mm. Und zwischen 2 Punkten sollte auch
124. Okay, das habe ich auch bestätigt. Und jetzt komme ich Bohrungsassistent. Und hier, wir haben verschiedene Bohrungstypen. Stimmsenkung, Formsenkung und so weiter. Hier, wir können den Norm bestimmen. Den Norm. Und hier verschiedene Schraubenarten, was wir brauchen. Eines ist egal, das ist nur ein Beispiel. Bohren, hier wir können von der Bohrung die Größe und Ausführung wählen. M5, M8, M4, mittel, fein, grob. Benutzerdefinierte Größe anzeigen. Wenn wir das klicken, wir können auch Durchgangsbohren, Durchmesser und so weiter einstellen und entsprechende Änderungen machen. Einbedienung durch alles, ja, Formsenkung oben, unten haben wir auch verschiedene Optionen. Jetzt komme ich auf Position, dann wähle ich hier auf Punkt. M5 war ein bisschen groß, nehmen wir M3 oder andere Bohrungstypen, können wir hier alles sehen. Nehmen wir das und bestätige das. Und die Punkte kann ich auch wieder ausblenden. Schon fertig unsere Fenstergriff. Dankeschön fürs Zuschauen, bis nächste Video.